Oh, wieder ein Buch. Hier, I'm back. Hier bin ich zurück. So, jetzt kann ich gleichzeitig da noch meine YouTube-Videos wegschauen und zocken und das auch noch aufnehmen, um meinen Videokanal überfüttern damit. So, was rumrennt. So, ich habe mich da in die Hütte zurückgezogen, weil ich ja kurz austreten bin und da weiss man nie so sicher, was das Wetter macht. Ja, Grafiktreiber, es läuft nicht immer alles rund. Wenn man das schon kennt, ne. Ah, ganz vergessen, ohne das Mikrofon von der Nase gehört und mich ja wahrscheinlich eh nicht. Nichts verpasst. Es ist einfach die Frage, ob das Mikrofon wieder den ganzen Kopfhörer mit aufnimmt. Das Problem, das hatte ich gehabt, als ich probiert habe, Gesang aufzunehmen. Machen wir da mal noch ein Aussichtsfoto mit der Ruine. Ich gehe zwar davon aus, wenn wir näher kommen, versinkt die dann im Boden. Jetzt schalten wir mal über.
Was ist denn das Problem? Ach so, das ist der Fotomodus gsi. Aha, ich habe doch gedacht, wir müssen ein Foto von einer Ruine produzieren. Da war noch ein Job. Da haben wir noch so ein stacheliges Rädchen. So, jetzt mal überschalten. Okay, neue Wörter jetzt nicht gegeben. Die nehmen wir nochmal Wasserstoffkristall. Oh, 34 Dihydrogen. Den noch zerlegen. Da noch weiter verarbeiten. So. Das Viech.
Scan. Ah, da ist noch einer gelandet. Gerade meine ich gerade schwimmen. Der geht gerade tauchen, da, der Kollege. Mal anquatschen. Schauen, was er für ein Schiff hat. Nein, das ist B. Ich habe alles S-Klasse. Gut, was haben wir denn da? Scanner, Mining Beam. Plasma Launcher, Photonkanone, Starship Shield, Pulse Engine. Ja. Kollege da. Nein, das sind so richtig altmodische Ruinen. Altmodische alte Ruine, die nicht im Boden versoffen ist. Jetzt ist doch ab. Da haben wir sicher noch, da haben wir noch ein Plätzchen, ja. Ja, den holen wir jetzt da hin. Speichern. Wie immer. Da richtige Ladung rein. Ja, dann wir das Suspicious Modul rein. Maneuverability 10%. Ich weiß nicht, ob es jetzt der Wert war. Aber wenn wir schon dabei sind, wir können den schon anmontieren.
Drive Power, Fuel Efficiency, der braucht nur 3 magnetische Resonatoren, den können wir wahrscheinlich geschwind bauen. Die Platz bis genug. Was würde denn der da? 2 magnetische Resonatoren und dann noch ein bisschen Antimaterie. Haben wir da einen Frachter? Ja, da haben wir ganz viel geschenkte Antimaterie. Dann haben wir... Der ist auch immer nicht schlecht, wenn man den hat. Da kann ich mir im Prinzip die Launch Fuels da ersparen. Spart man auch wieder ein Fach. Jetzt hat irgendwas gerumpelt, ist wieder ein Kollege gelandet da. Ja, möglich wäre es, aber ist an sich auch egal. Machen wir dann noch Sightseeing auf der alten Ruine. Da jetzt ganz viele Wissenssteine, die sind zum Wörterlehren wichtig. Ich kann jetzt unterdessen alle Wörter, die es gibt. Und mal überall rumlatschen. Das ist relativ selten, dass die Ruinen noch so da stehen. Die meisten sind vergraben heutzutage. Aber es ist gut, wenn man die Struktur ein bisschen kennt. Darum noch ein bisschen Quatsch machen. Hast doch gedacht, ich kann mal rumschubsen. Er verabschiedet sich gerade selber. Ein bisschen Kugelbahn machen. Judi ui. Kann man ihn schieben oder er rollt, glaube ich, selber in den Teich.
Und blub. Noch schauen, wo er gelandet ist. Tja. Learn nothing new. So, mal schauen, ob die Kugel jetzt im Tümpel schwimmt. Und da schlägt die Nacht wieder zu. Irgendwo da hat sie sich verabschiedet. Ah, hoppla, die ist aber weit verschwunden. Scanner findet sie nicht. Kann man mal suchen. Das ist zwar nicht die Kugel. Tja, unsere Goldkugel haben wir im Brunnen gerührt. Ich bin nicht sicher, dass ein Frostkönig kommt und sie wieder raufbringt. Mal schauen, ob man die wieder findet. Boink. Entschuldigung. Ups, jetzt haben wir eine aufgelöst. Ah, da ist sie tatsächlich. Die haben wir aber eingelocht. Eingelocht. Aufbringen wir die nicht mehr. So, jetzt haben wir auch relativ gut Viecher entdeckt. 8%. Das ist dann eins, eine Nacht. Extinct, der ist nicht schlecht. Eins unter Wasser. Eins auf dem Boden und ein ausgestorbenes. Aber beim Ausgestorbenen weiss ich ehrlich gesagt auch nicht, ob man das ausgraben muss oder wie man dort dazukommt. Wenn überhaupt. Das ist ja mehr so ein Bonusziel. Mal da Atmungsgerät nachfüllen. Ups, Meaty Chunks, den haben wir an der Platte gewalzt.
haben wir noch einen bei den Technologien. Den Sauerstofftank. Ja. Jo. Was hat es da wieder Viecher geheissen? Was für ein elegantes Tierli ist das? He? Da haben wir etwas, was meistens in der Nacht ist und noch eins, das unter Wasser rumeiert. Oder für immer aktiv ist. Zeigt uns aber keinen roten Punkt mehr an. Mal schauen, ob wir das... Ups, was war jetzt das gewesen? Ah. Schnapp. Was haben wir da bei den Viechern? Die entsorgen wir jetzt. So. Ja. So schlägen wir es halt. Schwimmen wir eine Runde drüber. Speichern. Alles aufladen. Ich weiss, ich habe Speicher vergessen, aber das geht mir nicht ernsthaft verloren. Das alles wieder aufladen. Ein Planet haben wir auf unserer Seite. Schauen wir mal in die Richtung. Gehen eine Runde Schub.
höhere Atmosphärenschichten, dann werden wir schneller. $2'500 kann man doch eh noch gelten lassen. Jetzt mal schauen, ob wir den schon kennen. Scanner tut doch ein bisschen. Million 1. Fliegen wir mal zu dem, müssen sowieso hin. Vielleicht fliegen wir ein bisschen zickzack. Immer schön. Können wir uns an der Hinterlassenschaft von Piraten noch ein bisschen schadlos halten. Was normalerweise dazu führt, dass die uns auf der Ranze, auf der Ranze gehen. Da scheint es nicht. Allemal nicht. Gut. Nicht, dass wir Piraten irgendwelche Sorgen gemacht hätten. Ich bin eigentlich relativ gut ausgerüstet. Da ist noch das. Nein, das dürfte der Frachter sein, der kaputte. Oder auf dem Schirm ist. Bei mir gibt es da nicht so. Jetzt kommen Piraten. Sehe ich da links auf dem Schirm. Gut, da gibt es noch Spaß. Machen wir noch ein bisschen Spaß. Braten wir den Piraten eins über. Positron-Check, das ist immer gut. Ah, 3 Nassen, so wie es aussieht. Rumpel 2, haben wir alle 3 erledigt? Nein, einen haben sie noch. Da ist gerade noch ein bisschen Unterstützung gekommen. Es sind, glaube ich, irgendwie andere Händler und so, die jetzt noch vorbeikommen und mitspielen. Manchmal auch Polizei. Also wir es nicht abchecken.
Mal schauen, ob es da in der Nähe eine Basis etwas in Niederlassung hat, ein Cargo-Drop, irgendetwas. Sieht jetzt gar nicht so aus. Schauen wir mal ein bisschen drüber, über die Landschaft. Ja gut, übers Meer müssen wir jetzt nicht. Im Meer landen geht nämlich nicht. Da hat es etwas. Da hat man nämlich einen Speicherpunkt. Wie wenn man aus dem Raumschiff steigt, hat man den Speicherpunkt. Also von dem her ist das nicht so zentral. Aber es gibt einen Entdeckungspunkt, einen Wegpunkt. Der ist jetzt alle von den giftigeren Sorten, der Planet. Naja, mit der entsprechenden Ausrüstung nicht so ein riesen Problem. Da hat es irgendein Viech. Können wir mal schauen. Sieht aus wie ein halber Steinbock. So die Hinterhälfte mit Kopf. Vögel, Viecher kennen gibt immer schön viel Geld. 193.000 für das kann man doch gelten lassen. Es gibt gelegentlich auch Viecher, die beißen, aber die, ja. Der zum Beispiel, der könnte jetzt sein, dass er mich beißt. Unpredictable, also da weiss man es nicht. Ob er ihm nicht doch noch auf der Ranze gibt. Und die sind sogar schon fast die übelsten Viecher. Die hauen dann manchmal recht übel zu. Die verteilen ziemliche Ohrfeigen. Außerdem, wenn man probiert sich zu wehren, kann es noch sein, dass man von den Sentinels mit auf der Ranze überkommt. So, eine Runde Sauwetter. Dann speichern wir nochmal. Nehmen wir mal den Punkt mit. Der Kollege säckelt da schon wieder durch die Landschaft und killt was. Hüpfen wir mal wieder ins Raumschiff. Nicht, dass wir so einen Sturm gerade aufs Mal killen, aber die sind ein bisschen nervig. Gemütlich Buchhaltung machen. Mal einen Sturm abhocken. Rebelt es manchmal recht schön. Mal schauen, ob YouTube noch etwas zu bieten hat auf dem anderen Kompi. Ups. Das wird schwierig.
So. Und noch 2 Planeten übrig drin. Uah. Stellen wir mal in die Landschaft raus, zu zeigen. Der rote Giftschutz dann schon zügig hinterschi. Ah, da nimmt mal Sentinels, Wächter. Hm. So. Ups, da haben wir das Viech beschossen. Das ist ein Viech. Auch wenn es mehr aussieht wie ein beweglicher Vulkan. So. So. Dann haben wir gar nicht. Sieben von 9. Ah, die anderen 2 sind unter Wasser. Was ist denn das da hinten? Das Wasser verschwindet, wenn man rein will.
Das ist ein seltsamer Effekt. Es ist mir noch nie passiert, dass Wasser verschwunden ist. Jetzt haben wir doch da so ein komisches rosa-rotes Ding gesehen. So. Vielleicht verwischen wir die zwei Viecher ja. Offensichtlich schwaddert die auch unter dem Wasser rum. Da ist auch etwas drin. Wie es aussieht, haben wir jetzt die zwei Fische. Jetzt können wir uns noch den Bonus abholen, 450 Naniten. So, jetzt schwimmen wir mal wieder retour zum Schiff. Jetzt wollen wir langsam mal nachladen da. So. Jetzt retour. Mal schauen, ob wir da von dem Viech noch auf der Ranzen überkommen. Also es flatscht, wenn man drin rumläuft. So, jetzt können wir noch. Ich gehe jetzt davon aus, dass der nächste Planet in der Reihe. Wenn wir noch rasch da hin. Holen wir noch rasch etwas ab, wenn es etwas gratis gibt. Das kann man auch noch brauchen. Das Natrium. Der nächste Planet dieser Reihe ist ja wahrscheinlich der mit der Basis vorne dran. Jedenfalls gehen wir schon mal in die Richtung. Können wir noch die Aufträge abgeben. Dann ist die Aufzeichnung dann einmal beendet. Die läuft jetzt seit 20:51 Uhr.
Also seit einer Stunde bald. So wie es allerdings aussieht, landen wir. Ah nein, da ist die Basis. Ich bremse lieber ein bisschen vorher ab. Es ist schon passiert, dass ich volles Rohr in so ein 3D-Modell reingerüstet bin mit dem schnellen Impulsantrieb, heisst er, glaube ich. Jedenfalls, das ist dann relativ ungünstig gewesen. So, aber sonst müssen wir da nicht allzu genau sein, der fädelt die selber rein. And in missions. So. Wie praktisch. Und da mal einen Marker gesetzt. Ja, das passiert manchmal so aus Versehen. So, haben wir Mission abgegeben. Die Launch-Clusters sind nachgeladen, praktisch vollständig, da habe ich nichts machen. Warp Cell. Raumschiff hat genug. Dann wir die im Beachter parkieren. Und die einmal im Frachter. Noch nicht noch nutzen. Nachfüllen. Dann geht es schauen, haben wir da noch bis. Da könnten wir noch den rein schiessen. Den auffüllen. Ja, die ganze Buchhaltung. Und dann wäre es das jetzt einmal gewesen von der Aufzeichnung heute. Das ist jetzt schon mal gar nicht schlecht gelaufen.